Wir spulen über 40 Jahre zurück. Zurück dorthin, wo die Geschichte passiert, die wir jetzt zusammen hören. Du und ich, Hanna Zöllig-Hoi. In unserer Zeitreise gehen wir in eine Stadt in den USA, eben vor über 40 Jahren. Dort lebt ein Bub in einem Waisenhaus, aber es ist nicht irgendein Bub. Es ist sehr ein cleverer Bub und er nennt sich Detektiv Pinky. Manchmal träumt der Detektiv Pinky davon, dass er mal ganz erfolgreich ist. Ob das wirklich wird, erfolgreich und wie der Detektiv Pinky eigentlich so ist, anhöckeln und reinhören, jetzt mit mir da, das ist sein erster Fall. Eine Limousine! Er kommt! Da kommt unser größter Held der Stadt! Es ist so jetzt Musik! Pinky! 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 Pinky, dieser Festtag ist für dich. Genau wie dieses Denkmal, das wir dir haben bauen lassen, hier mitten auf dem Marktplatz. Wir feiern dich. Wir ehren dich als größten Astronauten, den die Stadt je gesehen hat. Wir feiern dich, wir ehren dich als größten Erfinder, den die Stadt je... Dich als größten Jazz-Trompeter, den die Stadt... Hey, was ihr gerade hört, das war damals mein Lieblingstraum. Also Tagtraum. Die ganze Stadt hat sich versammelt, um mich zu ehren, mich zu feiern. Blumen regnen von den Dächern, die Kapelle spielt. Man hat sogar ein Denkmal gebaut und darauf steht in goldenen Buchstaben die Stadt Kitzbühel ihrem größten Sohn. Aber wofür sie mich ehrten, das konnte ich einfach nicht entscheiden. Das änderte von Mal zu Mal. Wir ehren dich als größten Forscher. Oder... ehren dich als größten Fußballer. Oder... als größten Tierdompteur. Aber was ich am liebsten träumte war... wir ehren dich als den berühmtesten Detektiv, den unsere Stadt je gehabt hat. Ach, was sag ich, den ganz Amerika je gehabt hat. Ja, der amerikanische Detektiv Alan Pinkerton war mein großes Vorbild. Er hatte vor über 150 Jahren die weltberühmte Detektivagentur gegründet. Und so berühmt wie Pinkerton wollte ich auch immer werden. Daher auch mein Spitzname Pinky. Damals, also in der Zeit, als diese Geschichte startet, war ich aber noch nicht stadtberühmt. Ganz im Gegenteil, niemand in Kitzbühel kannte mich. Ich war nur ein 12-jähriger Junge, der in Potters Kinderheim lebte. Kitzbühel war eine mittelgroße, arme, irgendwie immer schmutzige Stadt. Potters Kinderheim war ein schmuckloses Loch. In einer der unzähligen Kitzbüheler Mietskasernen, wo viele hundert Menschen, meist Arbeiter, in kleinen Wohnungen hausten, immer traurig oder wütend dreinblickten und ihre Kinder zum Spielen auf die Straße hinunterschickten. Und ich war ein Waisenkind, das in seiner Hosentasche nichts hatte als ein Loch. Ich hatte keine Eltern, ich hatte kein eigenes Zimmer und ich hatte schon sicher keine Limousine oder ein Denkmal. Alles, was ich hatte, war eine Mülltonne. Die Mülltonne, die hatte ich gefunden, also nicht geklaut oder so, aber eines Tages lag sie einfach mitten auf der Straße. Und ich stellte sie auf den Bürgersteig. Also nicht, dass ich besonders ordentlich war, aber ich liebte Autos.
Und die Vorstellung, dass einer dieser krassen Flitzer in die Mülltonne krachen würde, ließ mir keine Ruhe. Als sie nach einer Woche immer noch auf dem Bürgersteig rumstand, schleppte ich sie aufs Dach. 6 Stockwerke hoch, wusch sie aus und malte sie knallbunt an. Mit Farbresten, die ich auf Potters Dachboden gefunden hatte. Und ab da war sie mein Thron und der Ort, wo ich träumte. Als größten Fußballer. Wir ehren dich als größten Zauberer aller... Was zum Teufel? Das bin übrigens ich. Und das ist Monster. Niemand außer ihm konnte so laut pfeifen. Monster? Was gibt's? Monster war mein bester Freund. Er stand unten auf der Straße und brüllte 6 Stockwerke zu mir rauf. Mann, Pinky, komm runter! Komm schnell! Er lebte wie ich im Kinderheim. Was ist los? Monster hieß er, weil er monstermäßig viel essen konnte. Mann, ein Zirkus, Pinky! Ein richtiger Zirkus ist in der Stadt! Oh Mann, im Ernst? Ich komme! Yeah! Für euch ist Zirkus wahrscheinlich kein Grund, total auszuflippen. Ihr habt Vergnügungspark und Playstation und 4DX-Kino und so. Aber als Monster und ich Kinder waren, da war ein Zirkus für uns eine echte Sensation. Komm schon, Pinky! Ja, ich komme. Wer zuerst beim Zirkus ist? Ja, du, wie immer. Gib Gas! Nicht so schnell. Entschuldigung, Vorsicht! Pass doch auf! Entschuldigung. Idioten, was wird euch eigentlich beigebracht? Pass doch selber auf! Genau. Da, der Hund. Oh. Und jetzt die 17 runter. Ich meine echte Tiere, Raubkatzen, Elefanten. Monster und ich liebten Tiere. Deswegen waren wir auch immer, wenn es ging, im Kitzbürger Zoo. Also Zoo. Tierpark wäre treffender gewesen. Da gab's nur ein paar Pfauen, Präriehunde, Kleintiere und einen uralten Bisonbullen. Aber für Kinder aus Potters Waisenhaus war's trotzdem das Paradies. Potters gingen ja nie mit uns irgendwo hin. Wir machten keine Ausflüge, es gab kein Geld für Kino oder Schwimmbad. Wir hatten eigentlich nur ein paar zerfledderte Kinderbücher und einen alten Fußball, dem immer Luft fehlte. Aber im Zoo dort konnte man wenigstens noch etwas sehen. Mal hatten die Hasen Babys oder der Pfau stolzierte so nah an uns vorbei, dass wir fast seine schillernde Schwanzfeder greifen konnten. Aber jetzt ein echter Zirkus in unserer Nähe. Wir rasten durch die dreckigen Straßen von Kitzbühel auf das Festgelände am Rande der Stadt, wo der Zirkus aufgebaut wurde. Guck mal da hinten, die Kamele. Oh, Mist. Ja, guck mal da, das Schild da, Pinky. Die wollen für den billigsten Stehplatz 50 Cent. Oh, shit. Ja, das war's jetzt. Wir haben keinen Penny. Und wenn wir Potter fragen, ob er uns Ja, vielleicht... nie im Leben gibt er uns was. Mann. Mist. Und wenn wir uns was verdienen? Wie denn? In Kitzbühel gab es damals viele Arbeitslose und sie nahmen den Kindern selbst die kleinsten Jobs weg. Auto waschen, Zeitungen austragen, was weiß ich, machten alles die Erwachsenen. Und jetzt auf der Festwiese lungerten auch schon wieder ein paar Männer rum, die hofften, dass die Leute vom Zirkus einen Job für sie hatten. Sieht nicht so aus, als ob die Hilfe brauchen. Nee. Mann, bauen die das Zelt schnell auf. Wahnsinn. Pinky, schau mal. Ja? Das Mädchen da. Das mit den Bällen. Ja. Was ist mit der... Lass uns mal hingehen. Nee. Warum? Hey, Monster! Warte! Monster! Hey, Hi, du bist doch bestimmt vom Zirkus. bin ich? Trittst du auch auf? Klar, jeden Nachmittag und jeden Abend. Hey, du kannst richtig gut jonglieren. Ihr solltet mich mal sehen, wenn ich das auf dem Elefanten mache. Boah, wie auf einem echten, richtigen Elefanten? Jetzt hört doch mal. Mensch, bist du doof. Denkst du, wir haben welche aus Pappe? Hey, wir würden uns das super gern mal ansehen. Ja. Es gibt da nur ein klitzekleines Problem. Ihr habt kein Geld, hm? Ja, so ist es. Wir sind aus dem Waisenhaus.
Weißt du? Seid morgen 3:30 am Eingang. Und fragt nach mir. Ich bin Cindy. Machen wir! Mann, waren wir happy. Cindy würde uns bestimmt in die Vorstellung schmuggeln. Voller Vorfreude fieberten wir den nächsten Tag herbei. Doch wir hatten die Rechnung ohne die Potters gemacht. Heute Nachmittag bleibt ihr im Heim, damit das klar ist. Was? Unser Herbergsleiter Potter saß wie immer im fleckigen Unterhemd am Tisch und fuchtelte mit dem Löffel vor unseren Augen herum. Die Kleinen, wir waren insgesamt 7 im Waisenhaus, Monster, ich und 5 kleine Mädchen, schauten stumm und angstvoll zu ihm auf. Mr. Potter, bitte, wir haben doch heute Nachmittag Ausgang. Gestern seid ihr 5 Minuten zu spät gekommen. Frau Potter war eine kleine, fiese Frau mit verkniffenen Augen, die wir nur die Blindschleiche nannten. Dafür haben wir aber doch das ganze Treppenhaus geschrubbt. Genau. Und Sie haben selbst gesagt, dass wir unseren Job gut gemacht haben, Mrs. Potter. Naja, dafür habt ihr schließlich auch einen Apfel bekommen, nicht wahr? Der war schon faul, Pinky. Bitte lassen Sie uns gehen. Erst, wenn ihr den Dachboden aufgeräumt habt. Okay, und dann dürfen wir gehen? Aber erst, wenn alles fertig ist. So, und jetzt räumt den Tisch ab. Ich brauche mal ein Mittagsschläfchen. Und ihr Mädchen legt euch so lange in die Betten und seid mucksmäuschenstill, verstanden? Yes, Pinky. Potter denkt doch sicher, dass wir dafür 2 Tage brauchen. Hey, wenn der wüsste, dass wir das ganze Gerümpel schon vor Wochen weggebracht haben. Für unseren Indoor-Baseball-Club. Genau. Was machen wir bis 3:30? Wir schleichen uns aufs Dach und lassen uns vor der Sonne braten. Wir brauchen schließlich auch unser Mittagsschläfchen. Mensch, Pinky, wach auf! Es ist schon 3 Uhr. Jetzt wach schon auf! Verdammt! Okay, jetzt aber schnell! Jetzt mach doch mal hin! Ja! Wir flogen die Treppe hinunter. Doch da hatte Potter offenbar schon auf uns gelauert. Also abhauen wollt ihr, was? Gut. Das setzt 8 Tage Ausgangssperre und 4 Wochen Fernsehverbot. Was? Warum? Wir haben doch... Schnauze! Bastard! Jetzt rede ich. Bastard, das war eines der vielen Schimpfwörter, die Potter für Monster verwendete. Bastard, Halbblut. Und das alles nur, weil Monsters Mutter eine Weiße und sein Vater ein Schwarzer gewesen war. Ich fand's immer am schlimmsten, wenn er ihn Hodgepodge nannte. Das meint so viel wie Mischmasch. Potter war wirklich ein fieses Astloch. Also, ich warte auf eine Erklärung. Sie haben erlaubt, dass wir gehen können, wenn der Boden fertig aufgeräumt ist. Ja, und? Ja, und wir sind fertig. Na, das wollen wir mal sehen. Potter packte uns immer an den Ohren und zog uns daran die Treppe hinauf. Bei Monster packte er immer doppelt so fest zu. Aber als er den aufgeräumten Dachboden sah, ließ er uns verblüfft los und kaute auf seinem Schnurrbart. Wie habt ihr das so schnell geschafft? Dürfen wir jetzt gehen? Da ihr 2 so fixe Jungs seid, könnt ihr doch schnell mal zum Gemeindehaus gehen und 2 Bündel Kleider für uns abholen. So ein Schuft! Ade, Cindy. Ade, Zirkus. Wir brauchen doch fast eine Viertelstunde bis zum Gemeindehaus. Die ganze Straße runter und die 17. wieder zurück. Und mit den Bündeln dauert das noch länger. Das war's. Hey, Monster. Wir werden doch wegen ein paar abgelegter Hosen nicht auf den Zirkus verzichten. Das wäre ja noch schöner. Schlimm genug, dass wir in Second-Hand-Kleidern rumlaufen müssen. Wir sind ja auch Second-Hand-Kids. Wir nehmen die Luftlinie. Abgemacht. Na dann los! Los!
Die Luftlinie. Die Häuser in unserem Viertel standen nahe beieinander. Und die Dächer waren alle flach. Wir kannten jeden Fußbreit hier oben. Und ohne Ampeln, Autos und andere Fußgänger kam man ziemlich schnell voran. In nicht mal 7 Minuten waren wir beim Gemeindehaus. Wo sind die Pakete? Für Potters Waisenhaus. Packten die Säcke voller milder Gaben reicher Bürger Danke, tschüss. und machten uns auf den Rückweg. Und weiter. Aber es ist ein Unterschied, ob man freihändig da oben herumturnt oder mit einem schweren Kleiderbündel auf dem Buckel über schmale Simse und Schornsteine balanciert. 6 Stockwerke über dem Boden. Oh, stopp! Das sind mindestens 3 Meter. Ich hab dir doch gesagt, wir sollten denselben Weg zurück dem Monster. Ach was, das sind höchstens 2. Ich spring zuerst. Du wirfst mir dann die Bündel rüber, okay? Okay. Okay. Ja! Ja, geschafft, Monster! Und jetzt die Bündel. Das erste. Ja. Das ist ein bisschen schwerer. Bereit? So. Und jetzt du, Pinky. Ja. Einfach nicht nach unten schauen. Denk an den Zirkus. Denk an Cindy. Spring, Pinky. Ja, geschafft. Jetzt aber los. Es ist schon 10 vor halb. Oh ja, okay, los. Hier sind die Kleider. Was? Tschüss, Mr. Potter. Also, was? Wie habt ihr das wieder? Die Verbengels! Tut mir leid, Jungs. Der Zirkus hat schon angefangen. Was? Aber Cindy, sie hat gesagt, sie will uns hier treffen. Cindy ist längst in der Garderobe. Die muss sich noch schminken und umziehen. Probier das morgen wieder. So eine Scheiße! Hey, Monster. Morgen klappt's bestimmt. Die hat uns doch längst vergessen. Hey, Monster. Warte. Oh, wo rennst du hin? Monster rannte in den Park, ich hinterher. Ich war nicht sauer auf ihn oder so. Monster hatte einfach so Momente, wo er mit sich allein sein musste. Monster. Aber ich dachte, ich könnte ihn vielleicht irgendwie trösten. Monster, wo bist du? Doch dann hörte ich plötzlich ein paar Stimmen. Millionen. Gangster. Eine Verbrecherin. Was sagt Teufel? Ich schlich näher an eine Parkbank, auf der 2 alte Männer saßen. Den einen kannte ich nur zu gut. Jeder in Kidsburg kannte ihn. Jonathan W. Morgan. Er besaß das größte Warenhaus, mehrere Dutzend Läden und Restaurants und riesige Ländereien. Der reichste Mann der Stadt. Und der geizigste, wie man erzählte. Mir wird schlecht, wenn ich daran denke. Die beiden werden sich wegen meines Vermögens die Köpfe einschlagen, sobald ich nicht mehr da bin. Ich musste nicht lange lauschen, um herauszufinden, was Morgan solche Bauchschmerzen bereitete. Er hatte 2 Söhne und er befürchtete, dass sich die beiden nach seinem Tod bis aufs Blut streiten würden, um den anderen um seinen Erbteil zu bringen. Du weißt doch, was für Gangster die beiden sind. Offensichtlich machte ihn das sehr stolz. Schreib doch in dein Testament genau auf, was ihr da bekommen sollt. Bist du verrückt? Dann erfährt doch auch das Finanzamt, wie viel Geld ich wirklich besitze. Und meine beiden Jungs müssen riesige Summen Steuern zahlen. Am Ende sogar noch die Steuern, die du nie bezahlt hast. Wenn ich nur wüsste, wie ich die beiden dazu bringen kann, nach meinem Tod ehrlich miteinander zu teilen. Ich gäbe sonst was dafür. Was denn? Hey, Herrgott, nochmal! Den beiden ist fast das Herz stehen geblieben, als ich plötzlich im Gebüsch neben ihnen auftauchte. Aber ich wusste todsicher, wie Morgan sein Vermögen unter seinen Söhnen aufteilen musste. Hast du uns belauscht? Verdammter Bengel? Da setzen wir uns extra in diesen verdammten Park, damit uns niemand zuhören kann. Und jetzt das.
Ich habe nur zufällig Ihr Gespräch gehört. Ich weiß eine Lösung für Ihr Problem. Was geben Sie mir dafür? $1? Da musste ich nur grinsen. So ein Geizhals. Die Antwort war mindestens $100 wert. Oder sogar 1000. Aber dann fiel es mir schlagartig ein. Ich konnte gar kein Geld verlangen. Was sollte ich damit tun? Ich, ein Kind aus Potters Waisenhaus? Ausgeben konnte ich es nicht. Jeder würde denken, ich hätte es gestohlen. Und selbst wenn nicht, Potter würde es mir auf jeden Fall abnehmen, verdammt. Aber dann kam mir plötzlich eine Idee. Freien Eintritt zum Zirkus für mich und meinen Freund, solange der Zirkus in Kitzbühel ist. Abgemacht. Und einen Affen. Für den Zoo. Aber nur, wenn du wirklich eine Lösung weißt. Und wenn du schweigen kannst. Zu keinem Menschen ein Wort. Ich schwöre. Na, dann raus mit der Sprache. Erst den Zirkus bezahlen. Und den Affen. Vertraust du mir nicht? Wer wird schon einem reichen Mann trauen? Erst die Ware, dann das Geld. Aber in Ihrem Kaufhaus läuft es doch genau andersrum. Ich bin doch nicht dumm. Wenn ich es Ihnen jetzt sage, bekomme ich nie was. Erst zahlen. Du bist ein harter Geschäftsmann, was? Er sah mich aus zusammengekniffenen Augen an und ich bekam ein bisschen Schiss. Aber dann stand er auf. Wir gingen erst zum Zirkus und Morgan fragte gleich nach dem Direktor. Dieser Junge hier kriegt 2 Dauerfreikarten. Und ich zahle. Der Direktor staunte nicht schlecht. Genau wie der Bürgermeister, dem Morgan im Rathaus ein Geldbündel gab. Eine Spende für den Zoo. Aber es muss ein Affe dafür gekauft werden, verstanden? Ja, natürlich. Mr. Morgan, alles, wie Sie wünschen. Wieder auf der Straße baute sich Morgan vor mir auf. So, und jetzt raus mit der Sprache. Beugen Sie sich mal runter. Muss ja nicht jeder hören. Also. Ich flüsterte ihm die Antwort ins Ohr. Und Morgan schlug sich mit der Hand vor die Stirn. Dass ich nicht selbst drauf gekommen bin. Natürlich. Das ist ja eine $100.000 Antwort, Junge. Oh Mann, war ich in dem Moment wütend auf Morgan. Und auf mich. Ich hätte viel mehr verlangen sollen. Zum Beispiel jeden Tag 2 Paar Würstchen und Cola gratis in einem von Morgans Fastfood-Restaurants. Und Eis. So viel Eis, wie Monster und ich verdrücken konnten. Doch als ich ihn jetzt danach fragte, grinste Morgan nur. Ich gebe nie mehr, als ich unbedingt muss. Mach's gut, Mann, Junge. Das war das letzte Mal, dass ich einem Morgan geholfen habe. Hören Sie mich! Das letzte Mal! So ein gemeiner Kerl! Mann! Hey, mach mal ruhig, Junge! Was? Sei doch selber ruhig, du Schrumpeloper! Mann! Auf dem Nachhauseweg beruhigte ich mich dann aber. Wenigstens kann ich im Zirkus. Jeder fängt mal klein an. Auch Detektiv Pinkerton hatte klein angefangen. Aber wenn ich erstmal ein berühmter Detektiv war, dann sollten die Reichen bluten. Das schwor ich mir. Nie wieder für den Morgan. Richtig versöhnt war ich, als ich mit Monster im Zirkus saß und ein Löwe genau vor uns auf dem Podest hockte und brüllte. Mann, Pinky, das ist großartig. Und die Karten hast du wirklich bekommen, weil du im Park einem alten Mann die Einkaufstaschen getragen hast? Mann, sowas sollte mir mal passieren. Naja, hör mal, Monster. Also ich habe dem Mann eigentlich nicht wirklich die Tasche getragen. Ich habe ihm eher da kommt Cindy. Ja, und der Elefant. Cindy. Elefant. Cindy hatte uns übrigens nicht vergessen. Sie ist wunderschön. Als sie uns auf den allerbesten Plätzen ganz vorne an der Manege sitzen sah, winkte sie uns zu. Dann setzte sie sich bei einem Elefanten auf den Rüssel und wurde von ihm auf seinen Rücken gehoben. Das sah toll aus. 10 Tage lang hockten wir jeden Nachmittag in der Manege und sahen ihr dabei zu, wie sie auf dem Rücken des Elefanten jonglierte.
Zur letzten Vorstellung brachte Monster Cindy einen Strauß Feldblumen mit und warf ihn ihr zu. Cindy, die sind für dich. Sie fing ihn auf und bedankte sich mit einem Handkuss. Abends im Bett hörte ich Monster jämmerlich schluchzen. Monster? Alles okay? Lass mich. Gehst du morgen mit mir in den Zoo? Ich habe gehört, die haben dort einen neuen Affen. Weiß nicht. Hey, soll ich dir verraten, wie ich dem alten Mann im Park wirklich geholfen habe? Es war nämlich nicht die Einkaufstasche. Sondern? Monster steckte den Kopf unter der Bettdecke hervor. Ich hatte seine Aufmerksamkeit. Und so erzählte ich ihm morgens Geschichte von seinen Millionen und seinen 2 gierigen Söhnen. Und was hast du dem alten Mann gesagt, wie er sein Problem lösen kann? Naja, ist doch ganz einfach. Wenn er seine beiden Söhne zwingen will, ehrlich zu teilen, muss er in seinem Testament nur reinschreiben, dass nach seinem Tod der eine Sohn das Erbe aufteilen soll und der andere sich zuerst seinen Teil aussuchen darf. Der eine teilt, der andere wählt aus. Mann, Pinky, das ist klasse. Ja. Wie bist du darauf gekommen? Na, einfach so. Das machen wir beide jetzt auch immer so, wenn uns die Blindschleiche wieder mal ein Ministück Kuchen zum Teilen gibt, ja? Okay. Gute Nacht. Und morgen gehen wir in den Zoo. Ein Affe. Wie cool. Schlaf gut. Nacht. Monster? Hm? Soll ich dir noch was verraten? Mhm. Der alte Mann im Park. Das war übrigens Jonathan W. Morgan. Danach sprach Monster eine ganze Woche nicht mit mir, weil er kein verdammtes Lügenmaul zum Freund haben wollte. In den Zoo ist er trotzdem mit mir gegangen. Tja, ganz schön clever, der Detektiv Pinky, ich habe es doch gesagt. Mehr Detektivgeschichten, aber auch lustige oder abenteuerliche Hörspiele gibt es regelmässig hier in diesem Podcast. Am besten lasst du das Abo da. Und sonst vorbeikommen auf srfkids.ch, dort triffst du auch mich wieder. Dann natürlich bis gleich.